Ich begrüße euch zum Losungswort vom Donnerstag, am 26. März. Wir lesen aus dem Psalm 38, der 19. Vers. Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen. Und im 2. Korinther sagt der Paulus im 7. Kapitel, Vers 10, die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemand reut. Fürs Mal gerade vorwegzunehmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind traurig, weil Gott traurig ist. Wir haben ihn als Zuchtmeister hergestellt, vielleicht als Polizist, vielleicht als Arbeitgeber, vielleicht als der Profiteur im Himmel, vielleicht sogar als Willkürherrscher oder ganz anders als abwesendes Wesen, als graue Eminenz, am schlimmsten vielleicht sogar als einer, der neidisch ist auf uns. Die Schlange hat es jedenfalls so gesagt im Paradies. Und dabei haben wir eben übersehen das Wichtigste, was wir sehen sollten, nämlich die sanftmütigste Person von allen Welten, der sichtbaren, der unsichtbaren. Als Freund, als Brückenbauer, als Tröster, als Gönner, als Bräutigam, als Osterlamm, der sich in jede Situation hineinbegibt, solidarisch, Schuld und Opfer sein. Als Gentleman, der die Türen nicht einrennt von unserem Haus. Zusammengefasst, als Vater. Und so sind es eben nicht unsere Taten auf der Erde, die ihn am meisten betrübt, sondern unsere Sicht von ihm. Und durch diese Sicht sind ihm die Hände gebunden. Und das ist ja genau die Sicht, die das eigentliche Vertrauen, Zutrauen gar nicht zulässt. Das ist der Kern der Sünde. Wenn die vorherrscht, ist Gott Tag und Nacht traurig. Und das zu erkennen, macht trauriger als die dümmsten moralischen Fehler oder die ärgsten Fauxpas, die wir machen. Das wäre, wenn wir sagen, ich habe Gottes Regeln gebrochen. Aber wenn man die Einsicht hat, was wir eigentlich verursacht mit dieser Haltung, dann sagen wir lieber, ich habe Gottes Herz gebrochen. Und hier geht es nicht um ein Tun, wo vielleicht mal ein salonfähigerer Tag ist und nachher wieder eine Abverhalten, sondern hier geht es um ein Sein. So wie Gott in unseren Augen ist. Und wenn er das ist, dann kommt er aus dem nicht weg. Und dann sind ihm die Hände gebunden. Gott ist ja nicht der Juror im Himmel, der schaut, wer am meisten gerannt hat über seine Sünden und nach den wahren Tränen sucht auf der Erde, so nach unseren Vorstellungen, sondern er sucht Leute, die die gleiche Trauer haben wie er. Leute, die traurig werden über, wie wir ihn haben angeschaut haben. Über die verpassten Chancen, wo man ihn schon lange anrufen konnte. Über verpasste Lebensjahre, wo er schon lange gesagt hat, ich will euch Leben in Fülle geben, ich bin selber das Leben. Über verlorene Freude, wo man denkt, vom Himmel her gibt es kritischen Blick. Über unnötige Sklaverei, wo man denkt, ja, eben, es gibt im Himmel einen Zuchtmeister. Und dann kommt man dem ein bisschen näher, wo Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, selig sind die Trauernden. Die traurig werden über Gottes Trauer. Und über die
Und jetzt nicht einfach generell über Beerdigungen und Situationen im Krankenbett oder sonst noch einen finanziellen Kollaps. Über die sagt er, die können getröstet werden. Und aus diesem Grund wendet die Trauer auf der Erde, die Trauer, dass wir Gott so traurig gemacht haben, auch die Trauer im Himmel. Sie wendet sie in Freude. Ich kann mich erinnern, da bin ich in den USA lang hinter einem grossen Lastwagen gefahren. Dort kann man ja nur 55 Meilen fahren, also spielt es gar keine Rolle. War man lieber im Windschatten von so einem grossen Truck. Und dort hat es auf dem hinteren Türe geheissen, Sattelschlepper, Breaking the Circle of Bitterness in 5 Minutes. Also, der Teufelkreis vor Bitterkeit in 5 Minuten durchbrechen. Ich bin hinter dem hergefahren, ein grosser Teil durch Upstate New York, also der ländliche Teil vom Staat New York. Es war Herbst, wunderschönes Herbstwetter, farbige Wälder, und ich dachte, das muss auch irgendwie ein Zelt sein für eine Zeltevangelisation. Weil das ist ja genau das, was uns Gott verspricht, oder? Dass er da hier die Bitterkeit aufbrechen kann. Manchmal braucht es nur 5 Minuten, das Übergabegebet. Und dann wird das mal grundsätzlich durchbrochen. So habe ich mich gefreut, bin ich natürlich auch gewungen gewesen, und irgendwann bin ich dem Sattelschlepper vorgefahren und nachher habe ich auf der Seite ein Kaffeetassel gesehen. Das war eine Kaffeereklame. Aber ich habe es für mich genommen und dachte, ja genau, um das geht's. Der Luther hat gesagt, Buß ist ein fröhliches Geschäft. Weil von dem an kommt ja dann auch die Freude, die im Himmel anbricht, weil er endlich verstanden hat, um was es wirklich geht. Und auch Gottes Herz wieder froh hat gemacht, weil der verlorene Sohn heimkommt. Von dem an bricht er auch Freude auf der Erde wieder an. Und so hat er gesagt, ich wäre längst vom Teufel erwürgt, wenn er nicht immer wieder hätte können Buß tun und beichten. Darum hat ja der Luther Beicht nicht abschaffen. Genau aus dem Grund, weil er gewusst, was das für ein Potenzial ist, wenn man die echte Trauer ablegen kann und die wahre Freude wieder anziehen kann. Ich wünsche euch einen guten Tag.